In Ergänzung zu dem Video, wie ich meinem Schülerpraktikanten vorrechne und zeige, wie man aufgerollte Materialien berechnen kann, die Länge berechnen kann, ohne sie abzuwickeln. Auch mal eine andere Variante. Hier haben wir die Aufwicklung bis in die Mitte. Hier haben wir ein Loch. Wie rechnen wir da? Wie gehen wir da vor? Zeige ich kurz in dem Video. Also hier wissen wir ja, 50 laufende Meter, Furnierkante mit Schmelzkleber. Jetzt habe ich hier so eine Rolle. Dann könnte ich natürlich schätzen, okay, das sind 50 Meter, also sind das jetzt hier vielleicht die Hälfte, 25 oder so. Aber wenn ich eine Stückliste habe und meine Kantenlängen ausgerechnet habe, würde ich es ganz gerne genau wissen. 25 Meter abrollen, das macht schon keinen Sinn mehr. Da ist es ganz gut, das rechnerisch zu ermitteln. Und hier geht es ein bisschen anders. Wir haben hier keinen geschlossenen Kreis, also nicht wie hier, wo wir einfach bis zur Mitte die Wicklung aufgewickelt haben, sondern wir haben ja hier Luft für die Maschine zur Aufnahme. Also ich brauche wieder die mittlere Wicklung, also den Durchschnitt von den ganz kleinen zu den ganz großen, und das ist eben die mittlere hier. Wie ermittle ich die? Ich gehe einmal hier rein und messe dann hier 18,6 mal 3,14 ergibt 58,40 Zentimeter. Jetzt wieder mal die Anzahl der Wicklungen, ist ja klar. 1, 2, jetzt zähle ich nicht die ganzen Wicklungen, ich mache wieder 10. Zu erwarten wäre 10 mm und das stimmt. Dann könnte ich das jetzt ganz einfach logisch schlussfolgern, wenn das hier 33 mm sind, 10 Wicklungen 10 mm, dann müssen das natürlich, Entschuldigung, 33 Wicklungen sein. Genau, das wollte ich sagen. Rhetorisch super. Also wir haben hier 33 Wicklungen drauf. Aber ihr erinnert euch noch, der Umfang war 58,4 mal 33 Wicklungen. Damit haben wir die kleinen und die großen ausgeglichen. Und dann haben wir hier als Ergebnis 1927. Das rechnen wir mal wieder durch 100. Sind wir bei 19,27 Meter. Also keine 25 Meter, sondern nicht mal 20. Dafür ist es ganz sinnvoll, kann man im Voraus bestimmen, und ganz ehrlich, 19 Meter auswickeln, dann musst du schon auf die Straße gehen und das macht keiner. Danke fürs Zuschauen. So, das wollte ich noch hinterher schicken. Das eine war für den Schüler zur Erklärung, wie Mathematik im Alltag sinnvoll anzuwenden ist. Und das war jetzt nochmal für alle alten Hasen, die das schon wissen. Einfach nochmal zur Vervollständigung des Ganzen.